Moin Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Reaktion auf diesem wunderschönen Kanal. Und heute haben wir ein Video, auf das habe ich Bock. Und zwar das Schweizer Regenbogenglas Teil 2. Für die, die es nicht mitbekommen haben, aus diesem kleinen Joke von Maelo hat sich ein Riesending entwickelt. Ich glaube, Revi hat mitgemacht, Unge hat mitgemacht. Evanio ist in die Schweiz geflogen, um das Glas abzuholen. Und ich habe richtig Bock auf das Video. Ich würde sagen, wir legen einfach los, Digga. Oh, das ist wirklich was? Nein, wirklich, fühlt sich wirklich gut an, also wirklich. Das ist ein richtig geiles. Heute übrigens eine kleine Off-Stream-Reaction, weil ich habe in den nächsten Tagen nicht Zeit zu streamen, aber auf dieses Video will ich reacten, deshalb, yalla. Glas. Ich bin schon Kunde. Ich will's haben. Was ist die letzten Tage bitte mit diesem Regenbogenglas passiert? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der etwas so sehr will wie Simon, dieses Glas. Aber so schnell kriegt der reichste Mann Madeiras dieses Glas nicht. Ich muss das Glas davor noch ein bisschen... Ich habe übrigens auch so ein Glas, das genau gleiche, aber ist natürlich nicht das echte, ne? Nur dieses Glas, das ist das echte. wertvoller machen und ehrlich gesagt, liegt mir das Glas doch schon ziemlich am Herzen. Regenbogenglas, Teil 2. Ja, und heute werden wir die... Ist richtig weird. Jetzt react ich als Schweizer auf einen Schweizer und wir reden beide Hochdeutsch. What the fuck? dieses Glas noch schweizerischer machen, oder? Ihr kennt sicher alle Käsefondues. Man isst eigentlich geschmolzenen Käse. Das wäre eigentlich was für... Isst man das in Deutschland? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Ist es so ein Ding in Deutschland oder ist es nur in der Schweiz ein Ding? Crispy Rob. Cheesy Rob ist deck. So, wir sind jetzt angekommen und gönnt euch mal die Aussicht. Gönnt euch mal die Optik. Alter Verwalter. Ui, schau mal hier unten, Süße. Ich habe hier alles dabei. Let's go. Wir machen Fondue. Der Käse vom Chili Fondue und französische Musik. Let's go. Bauer ist da. Den machen wir jetzt hier rein. Einfach mal alles rein. Zack. Aber sehr wichtig ist, wenn man Fondue isst, gerade in der Schweiz, man muss immer Käse von der Käserei nehmen und nicht vom Großhandel. Es ist ein Riesenunterschied. Der Geschmack viel besser, viel würziger. Deshalb geht in die Käserei, sagt, ja, ich hätte gerne ein bisschen Käse. Und dann bester Käse, Digga. Zack, zack. Und dann habe ich noch ein bisschen Weißwein mitgenommen. Habe ich jetzt hier abgefüllt. Man könnte auch noch Knoblauch reinpacken. Habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil wir machen nur so eine kleine Portion. So, und dann kommt der Weißwein einfach so, zack, zack, rein. Aber nein zum Alkohol. Yeah! Ey, die scheiß Ameise hier. In fast jedem Winkel der Welt führen Ameisen Krieg. Let's go, baby. Oha, Digga. Das schon, ich glaube, das könnte man jetzt schon essen, Digga. Ungelogen. Wir kochen das jetzt gefühlt nicht mal eine Minute. Boah, es sieht schon geil aus, Digga, what the fuck. Ich habe Besteck vergessen. Ich habe nur hier so ein Messer von McDonald's, so ein Plastikmesser. Ich hoffe, das verbrennt nicht hier drin. Ja, sonst habe ich ein bisschen Plastik gefressen. Aber, ey, Digga, was ist denn jetzt los? Verpiss dich! Ruhe! Abgestellt und da ist es. Ich habe jetzt hier das Fondue, den geschmolzenen Käse. Oh, Digga. Baby. Das macht dieses Glas so wertvoll, Digga. Ihr könnt es nicht ausmalen. Aber das wird ja hart, wenn das in das Glas reingeht jetzt. Und das im Regenbogenglas. Was mache ich hier eigentlich? Es ist jetzt wirklich ungelogen gefühlt 2 Minuten gegangen, bis der Käse geschmolzen war. Ja, und jetzt habe ich hier... Boah, Digga. Oh, das sieht so geil aus, what the fuck. geschmolzenen Käse aus dem Regenbogenglas. Alles 100% vegan. Wahrscheinlich vegan, Digga. That is fucking disgusting. Jetzt weiß ich auch, warum Evanio immer so ein voll geschmiertes Mund hat. Oh, das ist so richtig... Vollgeschmiertes Mund, let's go. Es zieht so richtig Fäden. Hier. Das muss es in Fondue, muss wirklich so richtig schöne Fäden ziehen. Baba-mäßig. Richtig geil. So ein knackiges und gutes Fondue, da sehe ich mich drin. Meine Großmutter hat mir ein bisschen zu viel Weißwein gegeben. Ich habe gesagt, nur so ein ganz, ganz wenig. Ja, ein bisschen mehr. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch hier dieses Käsefondue im Glas fertig. Wir haben jetzt also das Fondue im Regenbogenglas gemacht. Es ist viel schneller gegangen, als ich eigentlich gedacht hätte. Aber ich mache jetzt für Unge was Veganes. Es muss doch sein. Nach dem Käsefondue erstmal natürlich auch noch ein veganes Fondue. Und zwar ein veganes Schokoladenfondue. Ihr fragt euch jetzt sicher, hä, das gibt's? Ja, geschmolzene Schokolade und dann ein paar Bananen rein. Ich habe noch nie ein
Digga, ein Käsefondue, eine Schokoladenfondue gehabt. Aber ich denke, das ist fett überbewertet. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, Schokoladenfondue ist gar nicht so geil, wie alle eigentlich sagen. Und Abfahrt, let's go. Dann schmelzen wir doch mal diese vegane Schokolade. Und übrigens, meine Freundin hat hier alles schön zubereitet. Bei mir hätte es nie so schön ausgesehen. So, ich habe jetzt hier die einzelnen Schokoladenstücke reingetan und das wird jetzt so langsam geschmolzen. Hier unten sind so 2 Kerzen und jetzt Imagine, das geht safe so 15 Stunden. rühren. Es gibt auch so ein Ding, wo man Raclette machen kann unterwegs und da kann man auch 2 Röschokerzen darunter tun und das schmelzt nie, Digga. Das geht etwa 20 Minuten, funktioniert nicht. Rühren. Oha, das sieht ein bisschen aus wie das Toilettenwasser, das Evanio getrunken hat. Ich glaube, das hat mittlerweile die richtige Konsistenz angenommen. Die vegane Schokoladenmasse. Sagtest du da eben Schokolade? Ich hatte eigentlich auch noch nie vegane Schokolade so einfach so gegessen. Glas darf einfach nicht kaputt gehen. Hier sind die köstlichen Schweizer Bananen. Und hier, oh mein Gott, das sieht aus wie Kacke. Aber let's go. Im Regenbogenglas Schokoladenfondue. Nice, okay, jetzt habe ich hier eine Banane und jetzt... Ich bin voll mit Schoki. Unglaublich geil. Sehr, sehr nice. Ist zwar Ja gut, hätte ich schon Bock drauf, Digga. keine klassische Schweizer Schokolade, aber man merkt eigentlich kaum einen Unterschied zwischen veganer oder normaler Schokolade. Simon wollte schon nach dem ersten Part, aber jetzt ist es nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Nochmal viel schweizerischer, das heißt auch nochmal viel, viel wertvoller. Im Video von Evanio meint man, dass ich ihm das Glas schon übergeben habe. Aber schaut mal hier. Im nächsten Video werden wir dann was mit Evanio machen. Küsse für den ganzen Support und seid gespannt auf die Fortsetzung. Das wird hier nämlich nochmal ganz, ganz wild. Alle Schweizer, die gerade zugucken, findet diesen Jungen. Ich hab die Adresse, Digga. Oh, Fortsetzung, was kommt? Ich brauche es. Es ist sehr wild, es ist sehr wild. Und ich bin sehr gespannt auf den nächsten Part. Und, kleiner Teaser, da kommt auch noch etwas von mir. Aber ich sage nicht zu viel, es kommt etwas und es wird sehr wild. Sehr nice Reihe von Milo, Bro. Heb einfach deine Schnur und mach nicht so scheiß Video, Digga. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got stuck in between these groups.